So, heute bin ich in Germerding bei der Frau Ferdi Eshadi Zimmermann. Das ist eine Iranerin und die lebt schon seit 30 Jahren da. Mit der möchte ich heute bayerisch-iranisch kochen. Ich mache ein Gradwickel, sie macht eine schöne Beilage dazu. Dann schauen wir, ob das was wert ist, bayerisch-iranische. Dann klicken wir mal an. Hallo, grüß Ferdi, dich. habe ich die Ehre, grüß Ja, dich. grüß dich, komm rein. Servus. Grüß dich, komm rein. So, dann greifen wir zwei heute. Ja, geh mal in die Küche jetzt gleich. So, Ferdi, ich habe mein Zeigel schon alles dabei. Gut? Du, bist du auch schon fit? Ja, magst du Tee? Ja, gerne, freilich. Ja, da können wir Kann mal Tee. Ich habe Tee gemacht, dann können wir zusammen ein Glas Tee trinken. Das ist keine Tasse und ein Glas Tee. Dann kannst du das nehmen. Das ist eine persische Tee. Was sagst du eigentlich immer? Sagst du jetzt du ein persischer Tee oder iranischer Tee? Was ist das? Persisch, ich sage immer Persisch. persisch. Also du bist praktisch eine Perserin, oder? Ich bin Perserin, ja. Und keine Iranerin. Auch Iranerin. Aber in erster Linie persisch, oder? Perserin, Perserin. Prost. Sagt man nicht bei Tee trinken. Nicht? Nein. Warum nicht? Das ist keine Wein oder kein Bier. Okay. Nushejan. Nushejan, Nushejan. okay, danke. Wohl, zum Wohl. Und redet ihr daheim jetzt nur Deutsch oder redet ihr auch Persisch miteinander? Ja, nur Deutsch. Nur Deutsch? Hier nur Deutsch, reden wir Deutsch. Dann bin ich Alleinunterhalter. Ja, und die Kinder, kennen die auch Persisch oder was? Bisschen, nicht so viele. Die verstehen das, aber sprechen, so fließend sprechen kann sie nicht, leider. Ja, musst du ein bisschen üben dann auch. Lernen Ja, ja, ich verkehrt ist nicht, oder? Das ist je mehr Sprachen, desto besser ist doch eigentlich. Ja, die verstehen schon, aber ich bin auch der Meinung, die können sie dann im Nachhinein auch lernen. Ja, das musst du gleich machen. Ja, das schon, das habe ich verpasst. Du hast verpennt. Ich mir Aber das verpasst. meinte ich. Du, jetzt pass auf, ich habe jetzt heute schon her. Also ich habe gesagt, ich mache Gradwickel, ich habe mein Zeug dabei. Und du machst, wie heißt das, was du dazu machen möchtest? Khoresht, Reme, Bademjan. Das ist dann die Beilage. Khoresht ist immer Khoresht, ja, auf Deutsch. Khoresht, ja, sag mal so ein bisschen, wie sagt man, das ist Bademjan ist Aubergine. Und Reme kommt immer diese geschälte Erbsen da drin und Khoresht ist wie ein Eintopf. Ein Eintopf So praktisch. ähnlich, ein Eintopf. Und dazu Reis. Ja, gut. Das ist wie fast wie wenn man Gulasch macht und dazu Reis isst. Aha, und ein Gradwickel dazu. Gradwickel, Und da bin ich ja gespannt, wie das funktioniert. Okay, Das heißt, gehen wir dann gemeinsam einkaufen. Gehen wir zusammen. Gehst du bereit? Ist das jetzt ein spezieller Laden, wo wir hingehen? Das ist ein sehr gut sortierter persischer Laden. Da kann man alles kaufen, was man zum Persischkochen braucht. Hafez Bazar. Hafez Bazar, ja, das ist das. Du kennst dich aus, ich laufe ja. hinter dir nachher. Wir brauchen für heute zum Kochen Ja. Limetten, diese Limonen, trockene Limonen. Trockene Limonen brauchst du. Ja, das sind trockene Limonen und Schauen aus wie Nussen eigentlich, gell? ja, weil sie trocken sind. Und da muss man bei Einkaufen darauf achten, dass sie schon hell sind, dass sie nicht so dunkel sind, weil die dunkle, die sind nicht Die riechen ganz aber gut. eigentlich gar nicht, gell? Ja, jetzt nicht, aber wenn man mit dem Gabel reinsticht und dann Das kochst du dann in Reis rein praktisch, oder? in dem Khoresht, was ich mache. Khoresht. Khoresht, ja. Khoresht, das ist aber praktisch dieser Reiseintopf, Khoresht. kann man sagen, oder? Na, der Reis ist extra. Der Reis ist als Beilagen. Beilagenreis. Ja. Dann brauche ich geschälte Erbsen, Lapé, Lapé. und dann nehmen wir das Brot. Brot mit, gut. Das ist Fladenbrot, speziell persisch, so dünn, nicht so dick wie diese Massen Teig da drin ist. Und Machst du dann das selber? Machst du das mit selber? Konjac. Das macht eine Firma für uns, eine Bäckerei in München. Das kriegst du aber jeden Tag praktisch frisch, oder? Jeden Morgen. Ja. Jeden Tag kommt frisch. Jeden Tag. Und er schneidet das gleich zusammen jetzt, oder was? Ja, das ist ein Hausservice. Den nehmen wir mit. Aha. Ja, weil bei uns normal, also ich kaufe lieber einen Wecken Brot im Ganzen, weißt du? Ja, Das schneidest das selber, schon. aber- Aber die wird Aha. gegessen schnell. Die, Ach so, ja, gut, die ja, kann man klar, nicht aufbewahren. Wenn ich auch so ganze frische Brot aufbewahren kann schon, aber die wird gleich Ja klar, weil gegessen. ihr seid ja zu viert, Wir gell? sind zu viert und meistens Ja, haben wir auch noch mittags Freunde von meinen Kindern kommen zum Essen und dann essen wir alle. Dann Wie bleibt lang? nicht lang. Gut, Das bleibt nicht lang. haben wir das schon? So was mag ich ganz gern. So, dann haben wir es, oder? Ja.
Aber es ist alles interessant, verstehst du? Das sind alles neue Eindrücke für mich. Auch. Das ist auch, ich war noch nie in einem persischen Laden einkaufen. Ja, aber jetzt. Das erste Mal jetzt, verstehst du? Ja, jetzt. Okay, danke, Okay, gell? bitte, tschüss. Geh mal, servus. So, danke. Weißt du, was der Schaber ist? Schaber, ja. Schon, ne? Schon herausgefunden. Schaber weiß ich schon. Ja, das weißt du, so lange da bist. Siehst du das? 30 Jahre. Ich kann verstehen, aber reden immer noch nicht. Aber Ja, ich werde das auch nicht lernen. Das bin ist ich auch. perfekt. Das ist perfekt. Ja. Aber sag mal so, weil du sagst, ich kann verstehen und reden nicht, aber sag mal so, wenn du jetzt sagst, so das Herz oder der Bauch, ist das jetzt schlagen da zwei Herzen in deiner Brust oder ist das bayerisch? Oder, Nein, 2 Herzen sind in meiner Brust. Gott hat auch gesagt, das ist auch bei mir auch. Und geht das überhaupt? Ja, es geht schon. Ich bin so emotional mehr iranisch, persisch. Ja? Und den Denken versuche ich auch ein bisschen deutsch. Diese Pünktlichkeit, diese Zuverlässigkeit und sowas mag ich ganz gern. Und wo träumst du? Wie träumst du? Gemischt. Aber du träumst mal so, gell? Ja, ich habe nicht noch nachgedacht. Muss ich schon Musst du ehrlich mal sagen. nachdenken. Ich hab, Also weil ich bin- die ich bin im Träume Au- nicht. Na, wenn ich länger im Ausland bin oder was Ja. weiß ich, verstehst du das, dann träume ich, also je länger ich im Ausland bin, desto mehr träume ich bayerisch. Das ist, ja, Aber jetzt das, greifen wir das auf. kenne ich. Ja, jetzt dein Wasser kocht schon. Ja? Da, Hast du ein Salz für mich, bitte? Ein Salz bisschen ist ein da. Salz rein. Da bitte. Ja, tu ein bisschen was, ne? Was heißt bisher für Ja, dich? also ja, ein bisschen. So, jawohl, stopp. Gut. Ich brauche auch. Ich habe Ja. auch mein Wasser eingeschüttet. Ich brauche jetzt Wasser auch. Also wir fangen jetzt so an. Ich Warte. fange erst meine Aubergine zu schneiden. Hä? Aubergine zu schneiden. Die Aubergine. Du Die fangst fang du mit ich der an. Aubergine Ja, ich fange mit Aubergine an. und dann Und die schneide ich, dann muss ich die dann ein bisschen mit Salz darauf tun, aha, damit diese Bitterstoffe rauskommen ja. und weniger Öl brauchen. Ja, du hast einen schönen Schneider da, ne? Ja, ja. Und dann, was geht jetzt weiter? Oder den Reis machst du extra, oder? Ja, erst dann Aubergine ein bisschen stehen lassen, dass die aha. Bitterstoffe rauskommen. Gut. Und dann schneide ich die Zwiebeln. Dann muss ich den Fleisch klein schneiden und dann kommt das da rein. Du willst jetzt das einmal, du machst ja auch, du bist ja berufstätig, gell? Ja. In der Früh bist du Krankenschwester, oder? Ja, in der Früh gehe ich als Teilzeitkraft gehe ich ins Krankenhaus und Ja. danach mittags komme ich so nach Hause und dann muss ich anfangen, ich fange das ganz zum Kochen, Ja. bis mein Sohnemann kommt und dann essen wir zusammen. Ist jetzt eigentlich Krankenschwester, ist das jetzt der Beruf, den du auch machen wolltest? Oder hast du irgendwie andere Vorstellungen gehabt? Wenn du zum Beispiel jetzt als Mädchen im Iran warst, wolltest du da was anderes machen? Ich wollte Diplomatin werden. Aha. Und warum hat dann das nicht funktioniert? Ja, ich wollte sehr gerne in den Diplomatendienst reingehen und nachdem wir mit meinem Vater hierher gekommen sind zum Urlaub, Ja. ich bin mit Visum, mit Touristenvisum nach Deutschland gekommen und dann bin ich hier hängen geblieben irgendwie und das war schwierig. Da musste ich erst Deutsch lernen und das war schwierig. Lass mich bitte wieder her. Also als Tourist einfach hierher und dann hast du dir Tourist. gefallen oder was? Ja, ist Brüssel gekommen, da habe ich eine Schwester und ein Bruder von mir waren hier. Aha. Da haben wir Urlaub gemacht, ganz Europa, da waren wir in Belgien, Holland, England und am Schluss sind wir wieder zurück nach München und dann, meine Mutter wollte nicht, dass wir alle auseinandergehen. 2 Kinder hier, ein Kind in Teheran hat gesagt, es geht nicht, dass ihr alle auseinandergeht. Bleiben wir alles zusammen und dann bin ich hängen geblieben. Du kannst jetzt jederzeit auch im Iran leben, oder? Ja, du ich kannst dich kann's. anpassen, das ist alles Na, leben, nein, glaube ich nicht mehr. nicht mehr, oder? Nein, weil wenn ich Kopftuch tragen muss, Ja. dann kann ich nicht, weil das ist, wenn jemand bestimmt, andere Leute bestimmen, was ich machen soll, das passt mir nicht. Ich, Ja, das ist ja klar. Ich meine, das ist ja auch irgendwie, wie soll man sagen, also ich meine, okay, ich kann das nur als Bayer oder halt als Deutscher sagen. Ich meine, wenn er sie halt eine Frau sieht mit dem Kopftuch, Ja. und die wo dann auch total verhüllt ist oder was, dann ist das ja so, ich meine, der Mo, der, wenn der Frau anschaut, der denkt, ja, was ist da drunter, oder?
die tragen nur Kopftücher im Iran. Die tragen also nicht Burka oder so, die kannst du sehen. Aber das gibt immer Möglichkeit, dass die Frauen und Männer sich kennenlernen. Das gibt es immer wieder. So streng ist es nicht. Das ist schon. Du hast bestimmte Vorstellungen. Ja gut, ich meine, klar, ich war da noch nicht. Eben. Aber ich denke mir halt einfach, ja gut, ich kann ja sagen, also ich denke mir halt einfach, wenn sie halt, oder als junger Kerl oder was, als junges Mädchen, dann denkst du, Mensch, der Typ, der gefällt mir. Ja. Weil der halt, was weiß ich, die und die Muskeln hat oder weil er so groß ist. Ja, und bei den Mädels ist es ja auch so, als wenn zum Beispiel die da so eingewickelt sind, dann weißt du ja nicht, siehst du nichts. Du kannst mit jemandem sprechen und dann wirst du es. Das erste, diese Äußerlichkeit ist nicht wichtig. Der kommt später. Also meinst du? Ja, jetzt fängst du zum bestimmt Weinen an. Wie weit bist du, Ferdi? Ich muss mal mit Fleisch holen, Holst dass du? ich den schneiden, nicht ganz klein, so wie Gulasch. So Gulaschstücke so machst du Gulaschstücke, praktisch. Ja, okay. Du, Ferdi, wie hast du eigentlich du deinen Mann hier kennengelernt? Ach, es war so, dass ich, als wir da waren, und dann habe ich mich in ein Studentenwohnheim beworben. Ja. Und mein Mann war damals Tutor dort. Was ist das? Das ist eine Studentenselbstorganisation. Und dann und der war Tutor dort und dann hat Tutor er heißt es. eingerufen und gesagt, dass er ein Zimmer frei ist. Und da hast du dann gewohnt im Studentenwohnheim. Und dann bin ich in ein Studentenwohnheim gegangen und dann habe ich dort gewohnt und er hat auch dort gewohnt. Ach so, und da habt ihr hier da kennengelernt. Ja, aber später, viel später. Und wie bist du jetzt eigentlich da dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich tue mich jetzt auch politisch engagieren in Deutschland? Ich bin seit ungefähr 17 Jahren in Gelmering und dann habe ich hier in Gelmering Frauen kennengelernt, die in GEFI sind, Gelmeringer Fraueninitiative. Jetzt muss ich auf meine Reise aufpassen. Ja. Und dann habe ich mich engagiert. Dann habe ich eine Frauen- und Mutterzentrum mitbegründet mit den anderen Frauen zusammen. Was hast du da gegründet? Eine Frauen- und Mutterzentrum. Ach so, Frau- und Mutterzentrum. Ja. Wie bist du dann praktisch also in die SPD gekommen? Wie war dann das? Da war eine von den Frauen, dann später die in SPD war, Aha. und hat mich gefragt, ob ich nicht in SPD reinkommen möchte. Dann habe ich gesagt, warum nicht? Kannst du das schalten da? Ach so, ja, und jetzt bist du praktisch schon seit, wie lange bist du Stadträtin? Das ist zweite Legislaturperiode. Und das macht dir Spaß, oder? Ja, das ist manchmal anstrengend Klar. und manche Sachen, es ist schon schwierig. Muss man kämpfen dafür, dass man durchbekommt und manche Sachen passen nicht allen Leute, wird kritisiert und, aber da muss man aushalten. Wenn man bestimmte Ideen hat für eine Stadt, dass man sich durchsetzen möchte. Hast du mir ein bisschen Pfeffer da für mich? Ja. Pfeffermühle. Ja, ein bisschen Pfeffer rein. Wie weit bist du jetzt? Jetzt hast Ja, du ich muss jetzt meine die Erbsen reintun. Ja, Dann tust du mal hier rein. Schau das da an. nicht. Bisschen mit Wasser. Aha. Gut. Ja, die haben jetzt auch eine Zeit lang eingeweicht, die sind jetzt schon weich. Genau. Dann fast. Ein bisschen weich. Ja, die sind jetzt schon okay. Aber wenn man den Topf macht, das geht. Und dann kommen diese Limonen, diese trockene Limone. Schau mal an. Die Wie nehmen machst du wir, das jetzt so? die nehmen wir in die Hand. Nehmen Ja. wir eine Gabel. Ja, Warte mal, ich schmeiß mal hier. Die nehmen wir eine Gabel und dann machen wir Löcher. Muss man aufpassen, dass man nicht so viel nimmt, das wird so sauer. ja. Ja, ich habe keine, weiß schon, wenn Ja, ich ich so mache oft jetzt koche. die Milch da drauf, die muss Ja. jetzt gar nicht so heiß sein, siehst du das? Ich mache jetzt da auf das Nädelbrot drauf, Genau, und dann, siehst du das? wie viel haben wir? 5. Und da tue ich ein bisschen Salz rein. Wie war eigentlich das bei dir mit deiner Kindheit so? Im Iran habt ihr da miteinander gekocht, mit der Mama so zusammen? Ja, wenig. Meine Mama hat mir gekocht, wir waren 5 Kinder, wir sind 5 Kinder Ja. und ich habe immer zugeschaut. Aber hast du so eine schöne Kindheit gehabt? Hast du da schöne Kindheitserinnerungen? Ich habe wunderschöne Kindheit. Ja? Ja, ich war ständig da draußen. Ich war sehr
unartiges Kind, Ja? kann man sagen. Wo bist du eigentlich aufgewachsen? In der In Nähe Teheran, in Teheran. Direkt in Teheran. Direkt in Teheran. Ich brauche jetzt Öl und Butter Ja. hier. Jetzt zeige ich dir, wie ich Tadik mache. Das ist ein Stück Und ich zeige dir jetzt auch noch schnell her. Jetzt habe ich da den, Ja. hier den Hack. Den Hack. schon wieder herstellen. Hackfleischmassen. Eine Sekunde. Und dann sollen wir jetzt praktisch da das Niederbrot mit den Zwiebeln da oben drauf. Siehst du das? Super. Und Aber ich Zwiebeln- brauche hier ein bisschen, Was brauchst du noch? Butter. Nämlich die Butter jetzt ein bisschen. Und ich schmeiße hier Butter rein. Und dann kommen meine Kartoffeln. Die Kartoffeln haben sie in dünne Scheibe geschnitten. Das muss man hier schwenken schön. Wenn du dann zum Beispiel wieder mal so in den Rand zurückkommst, hast du dann Heimweh, dass du sagst, Mensch, das Kinder, das ist das doch. Ja, ich schöne- war sehr jung, als ich rausgekommen bin. Ja, Und hat sich sehr viele Sachen verändert. Jetzt tue ich den Reis rein, über die Kartoffeln drüber. über Kartoffeln. Schau mal, wie groß der Reis Ja. Das ist richtig sind groß jetzt. geworden, ja, toll. Schön. Die sind nur nicht ganz durch. Schau mal. Fast al dente. Ja, Gibt es eigentlich Reis auch? Im Iran habt ihr Reis auch? ja, im Nordiran Richtung Rasht, Ja. da gibt es Reisanbau. Du war eigentlich das, Ferdi, war das bei dir eigentlich, immer unproblematisch, wenn du mal wieder eingereist bist? Oder? Als ich ganz am Anfang hier war und diese Touristenvisum Ja. gewandert habe zum Studium oder Aufenthaltserlaubnis Zweck Studium, Ja. dann war ich im Sprach- und Dolmetscherinstitut. Das war fast Semesterferien und dann 3 Wochen war ich im Iran. Da wollte ich wieder zurück. Dann war problematisch. Dann musste ich in dem Auswärtigen Amt gehen und meine Pass wieder stempeln lassen, dass ich Ausreiseerlaubnis bekomme. Und dann haben sie meinen Pass nicht gegeben. Und dann hat jemand gesagt, dass so das, weil ich im Mensa da gesessen bin und mit anderen Leuten, die Marxisten waren und was weiß ich das war, geredet haben, bin ich in die schwarze Liste reingekommen als politisch aktiv. Aber im Grunde genommen, ich war gar nicht. Ich habe nur mit den Leuten geredet. Und dann irgendjemand hat mir meinen Pass gegeben und ich bin in den Flughafen gegangen. Und habe ich immer Angst gehabt, kann ich durch oder kann ich nicht durch. Und da war jemand in der Reihe, Frauen eine Seite, Männer andere Seite. Und vor mir haben sie eine berühmte Sängerin, gleicher Name wie ich, Ferechte, verhaftet. Und da war so viel Trummel und dann haben sie nicht mehr geachtet, ob ich jetzt durchkomme oder nicht. Da bin ich einfach durchgegangen und im Flugzeug eingestiegen und nach Deutschland geflogen. Irgendwie habe ich Glück gehabt. Und dann im Flugzeug habe ich gesagt, Gott sei Dank. Du, weil du sagst, der liebe Gott, bist du jetzt katholisch oder bist du islamisch? Ich bin jetzt Muslim. Du bist Moslem? Ja, ich Also bin Moslem. praktizierst du auch Moslem? Ja, ich bin eine Muslim, die sehr menschenfreund ist, sagen wir mal so. Das Menschenfreund und ich kann nicht jeden Tag 5-mal beten, das mache ich nicht, leider nicht, aber ich versuche mit meinen Taten richtige Muslim sein. So gesehen ist es ja so, ich meine, es gibt ja in jeder Religion, jede Religion will ja gute Taten eigentlich. In erster Ja, Linie. ja. Die Christen wollen ja auch nur Gutes tun, die Buddhisten, die Moslems auch. Es gibt mehrere Wahrheiten in Man muss dieser auch Welt. tolerant sein, ne? Ja. Das ist auch wichtig. Das Das ist klar, genauso wie in Ja. der Küche. Es gibt ja auch verschiedene Köche und jeder kocht anders, aber deswegen ist das nicht schlecht. Na eben, Verstehst? deswegen sage ich, es gibt nur eine einzige Wahrheit, es gibt Deswegen- mehrere Deswegen Wahrheiten. sind wir mir halt ja da, verstehst du? Weil wir kochen jetzt ja bayerisch, das ist Genau. auch nicht schlecht. Das Und ist- du kochst iranisch. aber das Ja, auch jetzt schon muss ein man bisschen aufpassen. Das riecht dann ein bisschen anders, Ja. das ist das Einzige. Ja, ich bin jetzt fertig. Da schau. Ah, schön. Gradwickel, Und Soße dazu? Soße habe ich mitgebracht. Die habe ich da. So, ich mache eine Bratensoße dazu. Aha. Die kann ich aber hier nicht ansetzen. Das ist eine Knöchelsoße. Okay. Und dann nehmen wir ja deinen Eintopf her, oder? Der ist ja auch saftig. Der ist saftig, da kann man Eben. mit reißen. Also. Kommt es so rein? Ja, mach auf. Bitte. Pass mal auf. So, eine mit der Ware.
Also die brauchen jetzt ungefähr eine halbe Stunde bis 40 Minuten. Weißt du, was ich jetzt machen muss? Ich brauche jetzt Safran. Das muss man machen. Bisschen Safran, Was machst du da? das ist Safran. Ja? Riech mal. Ja, den kenne ich. Das ist die Mörser nicht. Das ist aber echte Ja, Safran der ist und die gut. alle anderen sind Der ist ja Farb. teuer, gell? Ja. Und dann tun wir ein bisschen Zucker rein. Etwas Zucker. Eine Prise Zucker. Das ist ja, ich habe meine Soße schon fertig mitgebracht. Aha. Da jetzt muss man mal morsen Dann haben wir's. gescheit. Ja. Das ist so richtig fein. Was hast du dieses Kochen gelernt? Das hast du jetzt hier praktisch dir beigebracht, oder? Ja, zuschauen. Und Aber wir haben ja hier keine persischen Kochsendungen. ja, Macht das nein. nicht andere. Und ich habe meine Mama natürlich so geschaut. Oder meine Oma hat sehr gut gekocht. Da hier rein. Den gemörsten da, ja. Ja, Gut. schon raus. Und dann kommt heißes Wasser rüber. So heißes Wasser, nicht so viel, ein bisschen was. Und dann schon umrühren und dann nehme ich Jetzt dann für die Reis. Oberschienen oder was? Nein, der kommt in den Reis. Der kommt Achso, jetzt jetzt, in den das ist Reis. sehr schnell. Aha. Ja, der kommt in Das den ist ja. Reis. Dann brauche ich mal Löffel. Dann nehme ich ein bisschen Reis, Ja, dann mische ich zusammen. Wenn du so reinschüttest, geht alles runter. ja, ja. Das verteilst du jetzt oben, oder wie? Nur eine kleine eine der Stelle. Seite hin. Nur auf der Seite, nicht ganz. Ah ja, gut. Das zeige ich dir dann. Das zieht dann durch, meinst du? Ja, dann hat sie sehr schöne Farben. Und dann jetzt muss ich die Aubergine, ist sie schon durch, alle. Ja, die schauen aber auch schon ganz gut aus, die Oberschienen da. Ja, und das Fleisch ist bestimmt jetzt inzwischen fertig. Das schiebt man hier rüber. Das ist ein richtig schönes Multikulti, was wir jetzt da machen. Ja, Hä? Das ist machen der wir Wahnsinn. aus. Und das tue ich jetzt abkühlen. Nicht schrecken. Der Knopf geht runter. Aber sag mal, so die jungen Leute, denen ist doch eigentlich nur zu empfehlen, dass sie auch mal Reisen machen, dass sie andere Länder sehen. Oder das ist doch eigentlich das Wichtigste, was man machen kann, dass man fremde Kulturen kennenlernt. Ja, ich finde, die viele Leute müssen sie offen sein. Wenn man nicht offen ist, dann kann man auch gar nicht lernen. Ja. Ja. Darfst du deine Kinder auch mal wegschicken, also ins Ausland auch? dass Ach, du meine sagst? Tochter war schon im Ausland. Ja. Der war in England. Der war aus. Dann kommen jetzt. Die kommen da Entschuldige, rein. Fritz. Ja, passt schon. Dann kommt er daher. Schau mal an, jetzt kannst du mal probieren. Bei dir Geschmack musst du probieren. Warte mal. Das riecht auf alle Fälle sehr persisch. Diese Limone muss man gedrucken. Ja, ja. Die sind jetzt ziemlich reich, Probier die mal. ganzen Geschichten da. Säure, sehr säuerlich. Säure, aber angenehme Säure. Wirklich angenehme Säure. Ja. Gut. Okay. Es ist gut. Muss Sehr man gut. Muss man schauen, ob der Fleisch durch ist. Ja, das ist ein Eintopf, das ist. Ja. Ja, man, aber es ist nicht unähnlich zu unserem Linseneintopf. Also wenn wir zum Beispiel Linsen machen, wir dem auch ein bisschen Essig rein. Wir machen also keine Limone, wir machen ein bisschen Essig rein. Verstehst Ja. Und dann jetzt kommen die Aubergine rüber. du? Oben drauf. Einfach oben da drauf. Musst du drauf schichten. Ja? Schon darauf schichten. Schaut nicht schlecht aus. Da muss man aufpassen, ich mag nicht, dass die verkocht sind. Ich möchte, dass Ja. sie gut Das aussehen. ist eh fertig. Und dann tue auch noch ein bisschen Tomaten da drauf. Und noch ein bisschen Wasser, weil wenig Wasser ist. Da muss ein bisschen gedeckt sein. Mal, da kannst du dann auch eine Fleischbrühe nehmen, oder? Kann das man nicht schon, hast? ja. Aber das Fleisch ist doch da. Die meine Soße dabei dafür, weil Ja. damit der warm wird, verstehst? Und wie hast du die Soße gemacht? Das ist eine normale Bratensoße mit Knochen halt. Kalbsknochen, weißt du? Kalbsknochen angeröstet. Ich habe heißes Wasser. Und was trinkst du da dazu? Wasser oder Duck. Wie ist das eigentlich bei euch mit Alkohol? Trinkst du einen Alkohol auch mal? Halbe Bier oder sowas? Oder einen Wein? Ich kann immer noch nicht viel Bier trinken. Nein, ich trinke kein Bier. Du trinkst überhaupt kein Bier? Na, das schmeckt mir nicht. Ja, und so mal ein Glas Wein oder sowas? Ja, schon ab und zu mal. Das schon, oder? Ja, ab und zu mal. Aber nur daheim. Nur daheim. Nur daheim. Also. Nicht da draußen. Aber das magst du schon mal, ein Glas Wein. Aber eigentlich also nicht allzu viel Alkohol, oder? So. Nein, nein. Das hat jetzt aber mit der Religion nichts zu tun, oder? Doch schon, eigentlich ein Muslim darf keinen Alkohol trinken. Und warum nicht? Ja, weil die Alkohol
Gehirn betrübt und wenn man betrübte Gehirn hat, dann kann man Taten machen, dass man danach bereut. Ja, das stimmt. Ja. Ja, das Ja, stimmt. Autofahren, ein Ja, Kind genau. Ja, überfahren. wenn der Besucher ist, der ist. Ja, Aber du hast natürlich auch, du hast aber auch Freude. Ich meine, wenn du jetzt Alkohol trinkst, dann ist ja so, da bist du ja. ich bin so ohne Alkohol auch freudiger Mensch und lache und Aber tanze. jetzt stell dir mal vor, das Oktoberfest, die hatten kein Bier ausschenken. Was war dann da los? Die würden alle, da war doch keiner lustig, oder? Oder meinst du, die wären lustig? Ja, das kommt auf die Mentalität. Ich bin von Haus aus so lustiger Ja. Mensch und Ja, aber positiv. aber ja. wenn du dir das jetzt überlegst, nein, überleg mal, Ja. die würden jetzt da auf der Wiesn kein Bier ausschenken. Ne? Ja, das gehört zu Bayern. Das Ja, ja, muss aber sein. da Das weißt ist du- eine Tradition und eine Brauch, das in Bayern gehört. Ja. Und da muss das sein. Ich kann nicht die anderen bekehren, dass sie es so anders machen. Nein. Ich finde, jedes Land, jeder Ort muss ihre eigene Tradition pflegen. Ja, das stimmt schon. Die Krautwickel müssten sie es eigentlich haben. Schauen wir mal nach. Ja, das wird schon sauber. Schau her, Ah, sauber schön. zusammengeschmiert. Schön, Dann schön, hä? Und saftig. Saftig. Ja, wunderbar. Wunderbar. Also ich bin fertig mit den Krautwickel. Ich glaube, ich bin auch fertig. Du bist Soweit. auch fertig? Ja, genau, so Dann können wir anrichten, oder? Ja. Machst Richt du mal. erst dein Krautwickel? Ich richte das mal an. Ja, fängst an. Jeder von uns eins, verstehst du? Und den Rest, den kriegen wir an die, Oh Gott. die, kriegen wir an die Kamera rein. So große Krautwickel kann Ja, ich dann nicht essen. nimmst du halt, nimm mal der halberts dann. Aber man, Ja. ich kann auch halber den nicht machen, verstehst du? Nein, ich weiß. Die tun wir besser. Braucht man so Die was drüber? Soße schaut gut aus. Und ich mache jetzt meinen Reis. Jetzt, ich nehme erst die weiße Teil. Das ist ein wunderschöner Reis, gell? Was sagt er nicht? Schau, so König, klebt gar nicht. Schön, das ist sehr schön. Und dann kommt danach diese Tricks. Ja. Aha. Sehr schön, ja. Riech mal. Wie musst man- wie man- riechen. Das ist wie wenn man Marmorkuchen macht, weißt du? So, Da machst du da zwei Massen, eine das mit Schokolade dann vermengen und die andere lässt und du. jetzt kommt der Tricks. Was ist das? Das ist denn die Kartoffel, wo wir gehabt haben. Genau, Wahnsinn. Ja, schau her. Das ist gut. Das ist die Tadik. Das ist die ist die Tadik. beste Das schaut jetzt Tat. richtig schön aus. Ich habe so viel gemacht, aber macht nichts. Also Kompliment, das muss ich da sagen. Eine richtig gute Köchin bist du. Sehr gut. So, das ist Ich habe mein. gemeint, die Politiker, die können nicht kochen. Aber, aber da muss ich mir jetzt auch wirklich, da bin ich jetzt ganz überrascht. Das ist sehr schön. Jetzt Hoppala. Jetzt muss man aufpassen. Muss wir nicht Unfall haben jetzt hier. So, schau an, wie der kocht. Siehst jetzt. So, jetzt kommen wir auch hier rüber. Tun wir das weg. Das ist jetzt für mich wirklich jetzt ungewöhnlich, das sage ich da. Das habe jetzt ich sowas noch nie gesehen. Suppala. Ist auch, muss ich auch sagen, ist auch der Geruch ein bisschen Eigenartig. gewöhnungsbedürftig. Ja, der ist eigenartig. Ja, Aber das der ist, schmeckt gut. ja, ja, nein, aber das ist jetzt für mich so wie das ich nie würzen, verstehst? Das heißt, gerade mit den Limetten, was du da gemacht hast, das ist schon wirklich also Und dann kommt die extravagant. dann muss man wird schon die sagen. Aubergine rüber. So, dann servieren wir uns selber mit zwei. Also auf alle Fälle ist es so, wie wir zum Beispiel sagen, wenn wir ein iranisch-bayerisches Restaurant aufmachen könnten, ja, Ja. das war okay, oder? Das ist dann Leute schon mengen.